Verehrter Herr Minister, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sprechen kann. Und zum ersten Mal seit dem Lockdown bin ich wieder geflogen. Es fühlt sich anders an. Ich spreche jetzt ohne Gesichtsmaske, aber ich komme gerade von einer kleinen Insel, vorgelagert einer größeren Insel, vorgelagert dem Bundesland, wo wirklich gar nichts los ist im Hinblick auf Corona. Also ich bin ziemlich lange in Quarantäne gewesen, weil ich da Urlaub gemacht habe und insofern müssen Sie vor mir nichts fürchten, dass ich hier was übertragen würde. Aber was ich machen möchte, ist vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Ich spreche ja kein Luxemburgisch, aber wenn man genau zuhört, dann versteht man schon, worum es eben gerade ging. Also bei Lifelong Learning bin ich mir ganz sicher. Als Deutscher kann man sowas. Und habe Ihnen einiges mitgebracht, was mir am Herzen liegt, was vielleicht die Virologen und die Epidemiologen nicht so sehr im Fokus haben. Aber ich bin Psychiater und Psychologe und ich hatte auch alle Hände voll zu tun, als Corona über uns gekommen ist. Denn Psychiatrie ist eine Gruppenaktivität. Man tut ganz viel, weil alle Patienten mit anderen Menschen Schwierigkeiten haben, egal woran die Patienten selber leiden. Und deswegen machen wir alles, was wir tun, in Gruppen. Und das war plötzlich nicht mehr möglich. Und da musste man Psychiatrie völlig neu erfinden innerhalb von Tagen. Das ist wahrscheinlich fast so schwer wie die Schule neu zu erfinden innerhalb von Tagen. Aber zumachen, das konnten wir eben nicht, weil wir einfach da sein müssen. Wovon reden wir? Das ist meine jüngste Folie und was Sie hier sehen, ist der Stand von heute Mittag. Also wir haben knapp 28 Millionen weltweit Infizierte, wir haben 900.000 Tote. Es ist im Moment, es geht nicht weiter, aber es bleibt auf hohem Niveau. Also was man zu Beginn hatte, ein exponentielles Wachstum, das waren hier bei 300.000 am 23. März. Insgesamt, so viel haben wir jetzt täglich weltweit. Und damals, ist noch gar nicht so lange her, war das die Gesamtzahl aller Erkrankten. Wir haben exponentielles Wachstum. Das ist etwas, was zum Beispiel die Herren Johnson und Trump mit Sicherheit nicht verstanden haben. Ist auch schwer zu verstehen, weil wenn Sie auf ein Schachbrett immer doppelt so viel Weißkörner tun wie auf das erste und das immer weitermachen, dann merken Sie schon, beim 8. Feld passen Sie nicht mehr drauf. Und wenn Sie das über das ganze Schachbrett machen, dann landen Sie, ich habe es mal ausgerechnet, bei 5.555 Tonnen Weizen für jeden Bundesbürger in Deutschland. Sie haben richtig gehört, 83 Millionen mal 5.555. Das ist die Anzahl in Tonnen, die an Weizen rauskommt, wenn Sie das exponentielle Wachstum, was so klein anfängt, bis zum Ende vom Schachbrett fortsetzen. Deswegen ist es auch so, dass wenn Sie auf das Wachstum einen Tag später reagieren, kann das sein, dass Sie 40% mehr Betroffene haben. Es kommt darauf an, wo Sie gerade in der Infektion sind. Es gibt eine Modellrechnung für die USA. Wenn man da 1 bis 2 Wochen früher angefangen hätte mit dem Lockdown, hätte das 36.000 weniger Tote in den USA bedingt. Also wir reden hier tatsächlich von etwas, das uns beschäftigt, das mich im Beruf sehr stark beschäftigt hat. 15 Stunden am Tag, es gab Wochen, da gab es nichts anderes als Corona. Es hat mich wirklich sehr beschäftigt. Ich war auch in einer Gruppe, die umsetzen musste, was am Klinikum alles passiert ist, damit wir eben nicht an die Kapazitätsgrenze mit den Intensivbetten kommen. In Deutschland ist das ja auch glücklicherweise nicht passiert. Im Elsass ist es passiert, in Italien ist es passiert, in Spanien, in New York und an vielen Plätzen, bei uns nicht. Und wir haben mitgearbeitet und in der Gruppe wurden immer neue Szenarien besprochen. Und Mitte April hieß es plötzlich, der Höhepunkt war schon. Und das war ein ganz komisches Gefühl, weil wir haben uns natürlich Mühe gegeben und plötzlich war ja nicht alles vorbei, aber der Höhepunkt war schon, den wir mit unglaublichem Aufwand dem wir begegnen wollten. Und es ist tatsächlich so, dass Deutschland, da wo am meisten los war, nämlich in Freiburg, da habe ich studiert und ich habe immer noch Connections und ich kenne mich da aus. Und da hat der oberste Direktor des Klinikums in einem Interview mal gesagt, wir waren 6 Tage vor der Kapazitätsgrenze und dem Überschreiten. Also wir sind so vorbeigeschwappt, zumindest da, wo es am schlimmsten war. Weltweit, das sehen Sie hier, ist nochmal genau im Vergleich zu
zur Welt, wo es sozusagen raufging und dann kam die zweite Welle und dann sehen Sie in den USA, da war es so ähnlich, in Indien haben die immer noch voll die erste Welle, in Deutschland haben wir so eine kleine zweite Welle und in Luxemburg, das sind auch die Zahlen von heute, ist es, wird es auch schon wieder zum zweiten Mal besser. Was macht das jetzt mit uns? Als Psychiater fallen einem da eine Menge Sachen ein und dazu gibt es auch jeweils einzeln einiges an Daten und es gibt auch einiges zu wissen. Und ich möchte beginnen und darüber ein bisschen sprechen. Also was macht denn das Coronavirus mit uns? Das macht uns Angst. Wichtig ist, dass es einen umgekehrt U-förmigen Zusammenhang zwischen Angst und Funktionsniveau gibt. Wenn Sie gar keine Angst haben, dann ist nicht so gut. Wenn Sie vor Corona gar keine Angst haben, machen Sie ganz viel falsch. Wenn Sie zu viel Angst haben, ist auch nicht gut. Das sehen Sie hier. Die Leute waren zu 30% weniger beim Onkologen, zu 50% weniger beim Kardiologen und zu 80% weniger beim Zahnarzt. Wobei sich da Ängste verschiedenster Art wahrscheinlich überlagern. Aber wichtig ist, dass das kein rationales Verhalten ist und dass das ein Problem darstellt. Viele Schlaganfälle, die ja nicht wehtun, die trauen sich dann nicht zum Arzt zu gehen, weil sie kein Corona haben wollen, aber die sterben dann eben am Schlaganfall, weil da muss man ganz schnell zum Arzt gehen. Und das ist tatsächlich ein Problem und dieses Problem ist mittlerweile auch in der Medizin bekannt. Man muss dagegen an und man muss wirklich dafür sorgen, dass die Menschen, wenn sie Medizin brauchen, nicht aus falscher Angst vor Corona die Medizin nicht in Anspruch nehmen. Erschöpfung, das ist ein Bild aus Italien. Das gab es in vielen Kliniken, wo wirklich durchgearbeitet wurde und wo Menschen Unmögliches geleistet haben und gerade da, wo wirklich besonders viel los war. Einsamkeit. Man kann sich fragen, wie stark ist der Effekt? Und der Effekt ist schon da, aber jeder denkt dann meistens an ältere Menschen und interessanterweise denkt er dann falsch. Probleme, das war eine deutsche Studie, die ich Ihnen eben abgebildet gezeigt habe. Zusammengefasst kann man sagen, Probleme haben Frauen und junge Menschen. Und das hat eben zwei Gründe. Ältere Menschen, die kennen sich schon aus, auch mit sich und mit der Welt und mit Notsituationen. Und die waren auch schon öfters mal einsam und die wissen auch, wie man damit umgehen kann. Sie haben auch nicht so viel Sozialkontakte, aber ziemlich regelmäßige und haben die auch ganz gut im Griff. Bei jungen Menschen kann das richtig reinhauen und sie haben noch nicht die Ressourcen und auch nicht die stabilen Kontakte, um darauf richtig zu reagieren. Deswegen sind es eher die Jüngeren als die Älteren, die jetzt unter Corona gelitten haben und unter der Einsamkeit von Corona. Und es sind, das ist auch ganz wichtig, eher die Frauen als die Männer. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Frauen sind die sozialeren Wesen im Vergleich zu Männern. Männer können immer einsamer Wolf spielen und sich zurückziehen in ihre Höhle und dann irgendwann wieder rauskommen und das gehört halt zum männlichen Modell so hinzu. Frauen können das nicht. Die sind viel mehr mit anderen ihresgleichen zusammen, definieren sich ihre ganze Existenz, ihr Befinden, ihr Sein über andere. Und wenn die dann nicht mehr da sind, dann leiden die auch mehr. Das ist das, was eben nicht nur in Deutschland rauskommt. Es gibt eine ähnliche Studie, Mental Health Effect in the first 2 months of Lockdown. Und was kommt raus? Ist Probleme haben die Frauen und die Jungen. Genau das gleiche Ergebnis in 2 unterschiedlichen Ländern. Jetzt habe ich schon ganz kurz über Angst, Erschöpfung und Einsamkeit geredet. Über Sucht muss man auch reden. Es gibt zwar widersprüchliche Angaben, aber es gibt durchaus vermehrten Konsum von Alkohol, von weichen und von harten Drogen unter dem Lockdown. Da kommt natürlich hinzu nicht stoffgebundene Süchte, also Glücksspiel oder eben auch jetzt Mediensucht. Und damit das klar wird, habe ich dazu eben auch die neueste Studie aus Deutschland, die Daten sind etwa 6 Wochen alt, hat man einfach mal geschaut, bei Leuten, die man zufällig schon im Herbst 2019 interviewt hatte. Das war natürlich ein Pfund, mit dem man dann jetzt wuchern konnte, denn man hat die einfach im April, zweite Hälfte, also zum Höhepunkt der Corona-Krise in Deutschland, nochmal befragt. Und da kam das raus. An Schultagen hat das sind jetzt Daten von 10- bis 17-Jährigen, hat der Medienkonsum und das einmal, man hat vor allem, um das mal zu spezifizieren und nicht so diffus zu fragen, hat man gesagt, wie viele Spiele und Computerspiele, und das kann auf dem Handy sein, auf dem Computer, auf der Playstation, wo auch immer,
Einfach alles zusammengenommen. Und wie viel Social Online Media, also Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter, Snapchat. Und das sind die beiden Hauptbeschäftigungsdinge, die junge Menschen mit Medien machen. Die Spiele eher die Jungs, die Social Media eher die Mädchen, weil die Jungs eher ballern und die Mädchen eher, wie ich gerade schon gesagt habe, sozial unterwegs sind. Aber beides zusammen. Man kann es deswegen auch einfach addieren. Vor Corona waren das 200 Minuten, das sind immerhin 3 Stunden 20. Und nach Corona waren es 350 Minuten, das sind 5 Stunden 30. An Schultagen. An Wochenenden waren es 5 Stunden 20 vor Corona und schon über 7 Stunden nach Corona. 7 Stunden. Da ist Netflix noch nicht dabei, also alles, was Fernsehen auch nicht, sowieso. Und manche andere Aktivität auch nicht. Und das ist, glaube ich, schon bemerkenswert. Und Herr Minister hat es gesagt, alles in Maßen ist vernünftig, aber man kann davon ausgehen, dass 5 Stunden an Schultagen und 7 Stunden an Wochentagen und in den Ferien einfach zu viel sind. Und das hat eine Menge bewirkt. Also ich habe eine E-Mail bekommen von einer Lehrerin, die gesagt hat, ich habe meine Klasse nach 7 Wochen wieder gesehen, die haben alle 10 bis 20 Kilo zugenommen. Dazu gibt es mittlerweile auch Untersuchungen, ja, das Körpergewicht hat unter Corona zugenommen, vor allem bei jungen Menschen, die dann eben vor allem sitzend sich so die Zeit vertrieben haben. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Ein Witz der Studie war, es wurden nicht nur etwa 800 10- bis 17-Jährige gefragt, sondern jeweils auch ein Elternteil von ihnen. Und es kommt heraus, dass man die Kinder gefragt hat. Nehmen wir bei den Eltern hat der Medienkonsum auch zugenommen, aber nur so eine Stunde, also nicht 2 bis 3 Stunden. Man hat dann die Kinder gefragt, warum habt ihr das gemacht? 90% der Kinder haben gesagt, aus Langeweile. 75% der Eltern haben auch gesagt, aus Langeweile. Da sitzen also die Schüler und die Eltern zu Hause vor ihrem PC und spielen Spiele oder sind in Instagram oder Snapchat oder in Facebook, jeder für sich. Das muss man sich mal klar machen, was das eigentlich heißt, denn wir wissen, dass Computerspiele nicht glücklich machen, kurzfristig ja, langfristig nicht und auch soziale Medien langfristig depressiv machen. Das ist alles durch, die Daten brauche ich Ihnen nicht zu zeigen, die kann man überall nachlesen. Also wie kann es sein, dass hier in einem Land von vernünftigen Menschen, Deutschland gilt ja als Dichter und Denker und was auch immer, dass da jeder in einer Familie, jeder für sich Langeweile hat und dann jeder für sich ein amerikanisches Unternehmen reich macht, indem es Zeitvertreib einkauft und seine Zeit monetarisieren lässt. Und das nicht ein paar Minuten, nein, mehrere Stunden pro Tag. Das gibt mir zu denken. Vielleicht noch ganz kurz, Langeweile, gibt es eine Menge Wissenschaft dazu in den letzten 5 Jahren, hat eine Funktion. Wofür gibt es die? Ähnlich wie Schmerzen. Schmerzen sind ja auch nicht da, um uns zu ärgern, sondern dazu da, um uns zu zeigen, da stimmt irgendwas nicht. Und entsprechend ändern wir unser Verhalten, Schonhaltung, wir gehen zum Arzt oder wir tun was, damit es aufhört. Bei Langeweile genauso. Wir mögen das nicht. Langeweile mag niemand. Man will da weg. Papa, mir ist langweilig. Kennt jeder. Und weil der Höhepunkt von Langeweile ist so bei 15-Jährigen. Weiß auch jeder. Das nimmt dann wieder ab. Mit 80 nimmt es wieder etwas zu. Aber erst recht spät. Und also man weiß das alles. Und man weiß eine Menge darüber mittlerweile. Aber was ist denn die Funktion? Nun, die Schmerzen haben also die Funktion, uns mitzuteilen, passt da auf, da stimmt was nicht. Langeweile weist auf ein Existenzproblem hin. Wir haben gerade nicht das gescheite Ziel. Wir sind entweder unterfordert und es ist total langweilig oder überfordert und es ist genauso total langweilig. Die Passung stimmt nicht zwischen dem, was wir gerade machen und dem, was wir eigentlich machen wollen. Wir werden unruhig, erleben das als unangenehm und wollen ein neues Ziel. Wir wünschen uns, was zu wünschen, was Neues. Tolstoi hat das ausgedrückt. Es gibt eine Menge interessanter Sprüche, was Langeweile ist und manche treffen den Nagel ziemlich auf den Kopf, wenn man sich die heutige Forschung anguckt. Langeweile macht uns, und das ist der Witz, kreativ. Wir finden was Neues. Deswegen sage ich zu meiner 11-jährigen Tochter, wenn die sagt, Papa, mir ist langweilig,
Ja, klasse, da hast du endlich mal Zeit, dir zu überlegen, was du mit deiner Zeit anfangen kannst. Und dann, du kannst es auch gleich machen, denn du hast ja Zeit offensichtlich. Wenn Sie das ausprobieren, müssen Sie sich gefasst machen, Papa, nimm mich ernst. Und dann sagt, du, ich nehme dich so ernst, denn das sagt die neueste Wissenschaft, genau das, so geht es dir jetzt gerade. Das Schlimmste, was Sie machen können, wenn es Ihnen langweilig ist sich die Zeit zu vertreiben. Das ist etwa so, wie wenn Sie Durst haben und trinken mehr Wasser. Dann trinken Sie zwar gerade was, aber es macht es noch schlimmer, weil Sie mehr Salz aufnehmen und eigentlich Wasser brauchen und Durst haben, weil Sie zu viel Salz im Körper haben und das loswerden wollen. Und mit der Langeweile um Zeitvertreib ist es auch so. Mit dem Zeitvertreib machen Sie ja nicht etwas, was Sie weiterbringt, was Sie interessiert, was Sie irgendwie im Leben später dann auch weiter auf dem aufbauen können und sich eine Existenz aufbauen, ein Lebensziel haben, einen Lebenssinn finden. Darum geht es bei Langeweile. Und all das lassen Sie sein und schlagen die Zeit tot. Das ist nicht die Funktion. Wenn Sie Schmerzen haben und nehmen ein Schmerzmittel, ist das auch nicht gut. Wenn Sie zum Beispiel joggen und es tun Ihnen die Knie weh, nehmen ein Schmerzmittel und joggen weiter, dann gehen die Knie eben kaputt. Und zwar schneller als ohne Schmerzmittel, weil Sie machen dann keine Schonhaltung. Das wissen wir. Deswegen kann mal sinnvoll sein, sowas zu nehmen, wenn der Schmerz selber zum Problem wird. Und es kann auch mal sinnvoll sein, Langeweile durch Zeitvertreib zu bekämpfen, wenn die Langeweile dauernd ein Problem ist und man einfach gerade nichts findet oder einfach gerade nichts finden kann, weil man von außen gehindert wird, auch das gibt's. Dann kann das mal ein Segen sein, wenn der Bub auf der Leukämiestation liegt und gerade sein Immunsystem völlig platt ist und deswegen muss er im Zelt sein und hat keinen Kontakt und muss 6 Wochen durchhalten. Wie gut, dass es Computerspiele gibt. Das Argument habe ich x-mal gehört, Herr Spitzer. Finden Sie nicht Computerspiele auch manchmal gut? Ja, manchmal sind sie gut. Das mag ein Fall sein. Aber man kann immer irgendeinen Fall konstruieren. Wenn Sie auf einer einsamen Insel gestrandet sind und Sie sind gerade am Verdursten und es kommt einfach kein Schiff vorbei, das Sie holt und Sie verdursten gerade so und dann schwimmt eine Kiste Cola vorbei. Und Sie angeln die und überleben noch eine Woche und in der Woche findet Sie ein Schiff. Daraus folgt nicht, dass Cola gesund ist oder lebensverlängernd. Es gibt nur eine Geschichte, die man sich ausdenken kann, wo das mal der Fall ist. Ja. Ich sage das ganz dezidiert, weil es ist wichtig, hier die Dinge wirklich klar zu sehen. Ja, nicht nur macht was Corona mit uns, ja, sondern wir machen was damit. Abstand halten. Wenn es nicht klappt, das sehen Sie hier, das ist Indien, hat die Leute nach Hause geschickt, 80% der Arbeiter sind halt nur Gelegenheitsarbeiter. Wenn 80% der indischen Arbeiter, das sind dann mehrere 100 Millionen, gleichzeitig nach Hause fahren wollen, weil sie nichts mehr zu tun haben in den Großstädten, dann sieht das so aus. Das war natürlich verheerend, weil wenn da ein paar dabei waren, die schon krank waren, dann haben die allen anderen das noch mitgegeben und die haben es dann aufs Land transportiert. Wir waren auch nicht viel besser, wir protestieren dauernd gegen die Regeln, hier in Stuttgart, dann hier in Berlin am Pfingstsonntag. Das war keine gute Idee. Es ging dann eben auch wieder rauf, weil Abstand halten ist wirklich eine gute Idee. Ja? Dazu gibt es schöne Untersuchungen. Ich zeige Ihnen mal die hier vom Juni 2020. Das hier ist das Erkrankungsrisiko, wenn man verschiedene Ausmaße der Infektiosität eines infektiösen Agens annimmt. Blau ziemlich infektiös, rot so mittel und grün wenig infektiös. Wenn Sie direkt daneben sind und die gestrichenen Linien ist immer das Vertrauensintervall, also mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt man da drin und der Mittelwert, den sehen Sie an der durchgezogenen Linie, bei 1 Meter Abstand, bei 2 Meter Abstand, bei 3 Meter Abstand. Corona ist noch nicht so infektiös, also das ist nicht da, die blaue Linie, eher die rote oder vielleicht sogar noch ein bisschen drunter. Und wenn Sie dann noch 3 Meter weg sind, dann sind Sie fertig. 1,5 Meter ist auch nicht schlecht. Sogar 1 Meter ist nicht schlecht. Ja. Also Sie sehen hier, die Daten sind vollkommen klar. Was die Briten gemacht haben am 25.06. war nicht gut. Ja. In San Francisco hat man es besser gemacht. Das gibt es auch. Ja. Was man hier aber ganz wichtig auch mal ganz laut sagen muss, ist Folgendes. Körperlicher Abstand, um den geht es ja hier, ja, ist nicht das Gleiche wie soziale Isolation. Und soziale Isolation
ist nicht das Gleiche wie Einsamkeit. Einmal, ich kann telefonieren, da bin ich körperlich weit weg, aber ich bin sozial beieinander. Sozial nicht isoliert am Telefon. Ich finde immer noch das gute alte Telefon am besten, das braucht auch am wenigsten Energie von allen anderen Kommunikationsmedien, weswegen es auch für den Globus am besten ist. Und deswegen, also wenn Sie sozial nicht isoliert sein wollen, greifen Sie zum Telefon. Da muss man sich auch nicht vorher schminken oder die Haare kämmen und so. Also diese ganzen Bildschirmtelefon ist doch furchtbar. Und wenn Sie mit Leuten telefonieren, die Sie kennen, läuft Ihr Kopfkino sowieso ab. Die brauchen kein Bild, das machen Sie ja selber. Und soziale Isolation ist nochmal nicht das Gleiche wie Einsamkeit. Es gibt Menschen, die sind sehr isoliert, haben aber ab und zu Kontakte und fühlen sich nicht einsam. Und es gibt Menschen, die fühlen sich dauernd einsam und baden dauernd in der Menge. Das gibt's. Es hängt zwar zusammen, es korreliert, aber es korreliert nicht ganz hoch, sondern nur so schwach. Und Einsamkeit, das ist eine Erkenntnis, die auch erst etwa 10 Jahre alt ist tatsächlich ein Problem. Wenn ich sage, Einsamkeit ist tödlich, da gibt es dann manche, die sagen, der Spitze, der katastrophisiert immer. Und nein, überhaupt nicht, das bin ja nicht ich. Das ist die erste Arbeit, die ist 2010 tatsächlich erschienen, hat man an 308.000 Menschen, die wurden gefragt, habt ihr reine Luft, ist der Blutdruck behandelt, der Body Mass Index im Normbereich, macht ihr Sport, trinkt ihr keinen Alkohol, seid ihr Nichtraucher? Und dann wurde noch gefragt, sind sie einsam oder nicht? Und Sie sehen hier jeweils der Effekt, das sind die schwarzen Säulen, auf die Vermeidung der Sterbewahrscheinlichkeit oder man kann es auch umdrehen, auf die Erhöhung der Sterbewahrscheinlichkeit, wenn man eben das Gegenteil hat. Das Gegenteil von nicht einsam ist einsam, das Gegenteil von Sport ist kein Sport, das Gegenteil von kein Alkohol ist Alkohol. Sie sehen hier, wie dreckige Luft, ein unbehandelter hoher Blutdruck bis hin zu Einsamkeit ihre Sterblichkeit verändert. Und das hat alle im Fach umgehauen, nach dem Motto, Einsamkeit ist der Killer Nummer 1. Und nochmal, das sagt nicht ich, das kriegen Sie raus, wenn Sie den Leuten einen Fragebogen geben, haben Sie das oder nicht? Und dann 10 Jahre warten und dann zählen, wer tot ist. Und dann kommt halt raus, die gesagt haben, ich habe dreckige Luft zum Atmen, sind so viel gestorben. Die gesagt haben, ich fühle mich einsam, da sind so viel gestorben. Und die anderen sind dazwischen. Und eine Untersuchung führt immer dazu, dass man es genauer wissen will. Man hat es 2015 nochmal gemacht, nicht an 300.000, sondern an gut 300.000, sondern an knapp 3,5 Millionen. Und es kam genau das Gleiche raus. Das ist die Studie von 2015. Jetzt kommt noch was ganz Verrücktes hinzu. Schon seit 20 Jahren gibt es Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Einsamkeit mit vermehrtem Stress einhergeht, weil Gemeinschaft, die macht, dass wir uns wohlfühlen, dass wir auch wissen, kann eigentlich nichts passieren. Ich habe ein Netzwerk, ich habe Leute, zu denen kann ich sogar nachts um 3 kommen und klingeln und kann ich bei dir auf der Couch pennen und dann sagen die ja. Und das Interessante ist, dass das uns sozusagen trägt und uns auch unsere existenzielle Bedrohung tatsächlich wegnimmt. Und wenn Sie weniger Stress haben, weil Sie nicht einsam sind oder umgekehrt mehr Stress haben, weil Sie sich einsam fühlen, und hier geht es um das Erleben von Einsamkeit, nicht um die objektive soziale Isolation, sondern ob man sich einsam fühlt, ja, dann ist es tatsächlich so, dass das Stress macht und Stress macht das Immunsystem weniger stark. Deswegen ist es so, dass je höher Ihr Stressniveau ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich Ihnen Erkältungsvirus in die Nase tropfe, dass Sie dann auch einen Schnupfen kriegen. Genau das hat man gemacht. Die Ergebnisse sehen Sie hier. Hier wieder, je weniger oder je mehr soziale Beziehungen Sie haben, desto eher je weniger soziale Beziehungen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Erkältung kriegen. Und wieder, man tropfelt Ihnen das Virus in die Nase und guckt dann, wer kriegt den Schnupfen. Die Versuchspersonen, die haben sich halt da zur Verfügung gestellt und die haben auch was bezahlt bekommen. Herr Cohen hat solche Studien wirklich ein Dutzend gemacht und immer wieder das Gleiche gefunden. Wir wissen heute, dass je einsamer sich jemand fühlt, desto mehr Stresshormon hat er im Blut. Stresshormon macht akut Abwehr. Und wenn man akut, sagen wir mal, auf einem
zugefrorenen See eingebrochen ist, da muss man Zucker mobilisieren, da muss man die Muskelkraft mobilisieren und Herz und Kreislauf auf Maximum stellen und alles andere kann man sich für später aufheben. Also, dass hier ein Eiterpickel ist, den Sie gerade abwehren müssen, das können Sie später machen. Verdauen können Sie später. Ja? Wachsen können Sie später. Reproduzieren können Sie viel später. Ja? Also wenn wirklich Not am Mann ist die Stressreaktion super gut. Aber wenn Sie dauernd zu viel Stress haben, ja, dann wachsen Sie nicht oder kriegen Osteoporose, dann geht Ihre Immunabwehr runter und Sie kriegen eher eine Erkältung, Sie kriegen auch eher Krebs oder eher eine Lungenentzündung. Ja? Und das sind Dinge, die sind eben wichtig zu wissen. Deswegen gibt es diesen ziemlich blöden Zusammenhang. Ja? Sie sind wegen des Lockdowns, mit denen man die gesellschaftlichen Zustände einer Pandemie, nämlich dass jeder jeden ansteckt, runterregeln will. Deswegen haben wir das ja gemacht. Ja? Sind Sie sozial isoliert, vielleicht sogar arbeitslos und damit einsam. Was macht das? Stress. Stress reduziert die Immunantwort. Was macht das mit Ihnen? Anfälliger für die Infektion. Solange es keinen Impfstoff gibt und nur symptomatische Behandlungen, haben Sie nichts außer Ihrem Immunsystem, um mit Corona fertig zu werden. Und das, was der Lockdown bei vielen, nicht allen, aber bei doch einigen bewirkt hat, ist eine Reduktion genau dieses Immunsystems. Das muss man sich mal klar machen. Und nochmal, die Daten, die es dazu gibt, die sind so, wie sie sind. Das ist wichtig, weil tatsächlich bei den Virologen klingt es immer, ja, wir müssen halt alles tun, um die Ausbreitung der Pandemie zu vermeiden. Sie müssen aber auch alles tun, um zu vermeiden, dass das Immunsystem der Leute schwächer wird. Denn das bewirkt sonst mehr Ausbreitung. Und wenn die Maßnahmen gegen die Pandemie dafür sorgen, dann muss man die gegeneinander abwägen. Und auch andere Folgen, die komme ich noch drauf, auch. Zum Beispiel das erhöhte Körpergewicht der jungen Leute, das hat die Tendenz, kleben zu bleiben. Man wird viel schneller dick, als dass man wieder dünner wird. Und wenn das kleben bleibt, reduziert es definitiv die Lebenserwartung. Das wollen Sie auch nicht. Und es ist noch lange nicht klar, ob das, was wir gegen Corona gemacht haben, langfristig nicht vielleicht mehr Unheil erzeugt hat, als das, was wir uns eingespart haben. Ich bin sicher der Auffassung, dass es richtig war, ganz grob, was wir gemacht haben und was in der westlichen Welt von vielen Ländern richtig gemacht wurde. Aber wie die Nebenwirkungen all unserer Therapien waren und wie stark die dann Leid verursachen, das werden wir erst noch erfahren. Schönes Beispiel, weltweit wurden in der Corona-Krise bis Anfang Juni 28 Millionen Operationen nicht ausgeführt. Solange das eine Schönheitsoperation war oder eine Kniearthrose, hat das im ersten Fall gar nichts weiter und im zweiten Fall Schmerzen verursacht, aber sonst nichts. Wenn Sie aber in der Geburtshilfe keine OP machen, kann es sein, es kommt zum Tod vom Kind oder der Mutter oder beiden. Und wenn Sie bei einer Krebs-OP, die notwendig ist, die auf die lange Bank schieben, ist der Patient tot. Und nochmal, 28 Millionen Krebs-OPs nicht gemacht Anfang Juni, das ist eine Zahl. Corona, und das ist etwas, was mich sehr bewegt hat und auch betroffen hat, ist ein Moving Target, wie es so schön heißt. Mein Lieblingsbeispiel sind Masken. Schauen Sie, ich selber hatte zwischen 15. und 20. März Maskenpflicht in der gesamten Klinik für alle, die da sind. Patienten, Mitarbeiter, Ärzte, Pflegepersonal, das ganze Putzfrauen, alle mussten Masken tragen. Und dann lese ich am 6. April im Ärzteblatt, im Deutschen, online, weil das so unser Informationsmedium ist, auch chirurgische Gesichtsmasken halten Coronaviren zurück. Da dachte ich, ach, liegst du richtig, prima. Da ging es um diese Studie, die wurde dann also auch zitiert. Und einen Tag später, am 7. April, im Ärzteblatt, Masken bringen gar nichts. Amerikanische Studie bringt nichts. Was machen Sie in dieser Situation? Alles wieder rückgängig, zurück auf 1? Nein. Wie es gerade auch schon anklang, man kann nicht ständig alles ändern. Was habe ich gemacht? Nun, Sie sehen es, ich habe mir die Originalarbeiten besorgt. Die ist ganz schlecht, die davor war auch nicht so besonders gut.
aber lieber auf die nicht besonders gute hören, als die ganz schlechte umsetzen. Und so wir haben weitergemacht. Ja. Mittlerweile wissen wir, Maskentragen ist wirklich gut. Science Magazine, Ende Mai. Dieses Bild wurde publiziert, also wer es jetzt nicht kapiert, wer das Bild sieht, der sieht schon, wenn da keine Maske getragen wird, dann schleudert man mehr Partikel raus. Und jetzt hängt es davon ab, wenn einer keine Maske trägt, der gerade zuhört, hat sie hier Maximum Exposure. Und wenn sie eine Maske trägt und der auch und das bisschen noch wegfiltert, was bei ihr noch durchkommt, dann hat er Minimum Exposure. Das Bild sollte man eigentlich vielleicht in jeder Schule aufhängen, wenn es mal um Maskenpflicht geht, weil dieses Bild sagt wirklich alles. Und es ist eben nicht irgendwo publiziert, sondern im Fachblatt der Wissenschaft weltweit, Nummer 1, Science Magazine. Damit bin ich aber nicht fertig, weil ich bin Psychiater und ich weiß eins, Sie handeln sich mit Gesichtsmasken ein Problem ein. Das sehen Sie nicht mehr, weil da ist die Maske davor. Ja. Und damit haben Sie gleich noch ein Problem. Denn Lächeln, das hat ein Franzose, Herr Duchenne, rausgebracht, kommt in 2 Sorten. Das eine geht so und das andere geht so, indem Sie, ich muss immer mich zum Lachen bringen, damit ich es hinkriege, da gehen hier die Stirnfalten auch zusammen und die Mundwinkel gehen hoch und nicht nur die Mundwinkel gehen hoch. Man nennt dieses Lächeln Duchenne-Lächeln nach dem Herrn Duchenne, der sich über diese Sachverhalte Gedanken gemacht hat. Und dieses Lächeln mit den Augen ist das, was jeder sofort als authentisch, als reales Lächeln versteht. Und wenn Sie nur so machen, das nennt man im Jargon Pan Am-Lächeln, weil die Mitarbeiter von Pan Am, die sollten immer lächeln, dann haben wir so gemacht. Das hat der Gesellschaft auch nicht vor dem Bankrott geholfen, weil jeder sofort merkt, das ist nicht wirklich dieses Lächeln, es ist nur sozusagen kein gutes Lächeln. Dazu gibt es eine Meta-Analyse, wenn man Duchenne Smiles with Non-Duchenne Smiles vergleicht, dann kommt raus, dass die Duchenne, das richtige Lächeln ist authentischer, das wird eher ernst genommen, das wird auch mehr positiv gesehen, mehr real, vertrauenswürdiger, was haben wir noch, attraktiver und genuiner. Wie gesagt, die Anatomie, die ist schon über 150 Jahre alt. Hier sehen Sie nochmal einer, der es richtig macht, steht extra drunter, Duchenne Smile. Das ist dann aber ein Problem. Und zwar ein doppeltes Problem deswegen, weil Sie die positive Emotion, Lachen, vor allem mit Ihrem Mund kommunizieren und den sieht man eben nicht mehr. Zweitens, wenn man den Mund beim richtigen Lächeln abdeckt, dann bleibt das Stirnrunzeln übrig. Man kommuniziert also genau nicht die Emotion, die man kommunizieren will. Ja? Sie sind Lehrer, machen Unterricht und lächeln ganz ehrlich einen Schüler an. Und bei dem kommt an, der runzelt die Stirn. Sagen Sie was, das sollte man wissen. Das sollten nicht nur Lehrer wissen, Psychotherapeuten, die wissen das nebenbei, in der Psychiatrie weiß man es auch, Friseure wissen das auch. Herr Spitzer, ich kann nicht mit einer Frau über ihre Frisur reden, wenn die eine Gesichtsmaske aufhat. Dann gehen wir raus, draußen dürfen wir sie abnehmen und dann besprechen wir die Frisur. Das habe ich per E-Mail von einem Friseur geschickt bekommen im Mai, als die ja zumachen mussten und dann mit Masken wieder aufgemacht haben. Dann ging es halt so, dass es mit Masken, zumindest die Beratung, nicht geht. Was muss man also tun? Und das ist ganz wichtig, das müssen alle Lehrer wissen. Ja? Man muss die positiven Emotionen auch und vor allem verbal kommunizieren, weil die nonverbale Kommunikation positiver Emotionen funktioniert nicht mehr und kann sogar falsch, nämlich als negative Emotion interpretiert werden. Und zwar vor allem dann, wenn man es besonders positiv meint. Das ist richtig fies. Aber das ist der Effekt von Gesichtsmasken auf Menschen, die miteinander interagieren, zum Beispiel an der Schule. Was haben wir noch? Wir haben, und die WHO hat es so genannt, ja, am Ende Februar eine Infodemik. Fake News, Finger weg von unseren Grundrechten, das haben Sie alles gehört. Also in Deutschland geht das ziemlich zu. Und wie kann das sein? Ja, ich meine, die Pandemie, die gibt es wirklich. Euromomo ist keine Adaptation eines Kinderbuchs an irgendwelche europäische Verhältnisse, sondern das ist die European Mortality Monitoring
Agency, also die monitoren die Sterblichkeit. Und da machen 24 Länder mit. In Deutschland nur Hessen und Berlin, weil wir Deutschen so gründlich sind und deswegen fürs Totezählen 1,5 Jahre brauchen und deswegen keine akuten Daten übermitteln können, außer von Hessen und von Berlin. Aber die meisten anderen Länder, Luxemburg eingeschlossen, haben da nationale Behörden und machen da mit. Und was hat man da gefunden? Einen klaren Peak, also eine klare Übersterblichkeit. Was Sie hier sehen, ist die Sterblichkeit. Im Winter ist mehr, im Sommer ein bisschen weniger. Und dann gibt es eine zu erwartende Sterblichkeit, nämlich das, was in den letzten Jahren war. Und das sehen Sie als so gestrichelte Linie. Und dann sehen Sie die durchgezogene Linie. Das ist das, was wirklich war. Und da sehen Sie, letztes Jahr hatten wir gerade am Anfang vom Jahr so ein bisschen mehr. Und das ist Influenza. Hatten wir dieses Jahr auch, aber nicht so viel. Und dann kam ein dicker Zacken, der kam später und der war klar isoliert. Und das ist Corona. Von 0 bis 4 und von 5 bis 14 gab es das nicht. Das sind Daten von ganz Europa. Ja? Also diesen Anstieg. Deswegen, die werden nicht krank oder wenn nicht so stark, aber da gibt es diesen Anstieg nicht. Bei den Erwachsenen 15 bis, oder ja, Jugendlichen und Erwachsenen 15 bis 64 und 65 plus gibt es diesen Peak, ganz klar. Deswegen war der Lockdown auch richtig. Da gab es tatsächlich eine Pandemie. Das bezweifeln ja manche Menschen heute noch. Und was kann man da machen? Man kann versuchen, dass die Pandemie nicht so schlimm wird, dass am Ende mehr Patienten da sind, als unser Gesundheitssystem aufnehmen kann. Denn dann sterben die Leute, die sie nicht aufnehmen. Und dann müssen sie entscheiden, wer stirbt und wer nicht. Und das ist das Schlimmste, was sie als Mediziner überhaupt nur entscheiden müssen, wenn sie es denn müssen. Wir haben in Ulm auch darüber gesprochen. Wer macht denn das dann bei uns? Und keiner macht das freiwillig. Das muss man dann delegieren und sagen, heute machst du es oder überhaupt so irgendwas. Das ist furchtbar, sowas machen zu müssen. Und deswegen haben wir auch geschuftet Tag und Nacht, damit es bei uns nicht ist. Sie sehen hier das Problem, das Lilane ist der Bereich, wo die Infektionszahl, die Fähigkeit, die Kapazität des Gesundheitssystems, das ist die braune Linie, die nimmt ein bisschen ab, nämlich weil ja die Leute auch krank werden selber, die da arbeiten. Und dann wird versucht, es zu bessern. Das ist, was wir gemacht haben in Ulm, diese braune Kurve. Wir haben mehr Betten versucht zu schaffen. Und wenn Sie dann noch die Infektionsrate dämpfen, dann wird es immer besser. Und die Zahl derer, die sterben, obwohl sie nicht sterben müssten, das ist die lila Fläche, die nimmt ab. Und wenn Sie es gut machen, sind Sie da. Frankreich, im Elsass sah es so aus, in Italien sah es so aus, ich habe es schon gesagt, in Spanien, in New York auch, in manchen anderen Gegenden auch. Bei uns sah es so aus. Und nochmal, wie weit sind wir dran geschraubt? Das war auch in der Bild-Zeitung 6 Tage später Lockdown und wir hätten das nicht geschafft, sondern es hätte so ausgesehen. 6 Tage. Das liegt am exponentiellen Wachstum und es liegt daran, dass tatsächlich hier schnelle Entscheidungen angesagt waren. Ja, wieso sagen die da sowas? Wie kommt so eine Bewegung, so kann man sie ja fast nennen, es sind nicht so viele, wie man beim Fernsehgucken glaubt, weil es sind eigentlich ganz wenige, aber die machen viel Rabatz. Nun, das kann man heute zum Teil tatsächlich ganz gut erklären, zum Beispiel mit dieser wissenschaftlichen Arbeit aus Science Magazine von vor 2,5 Jahren. Hier hat man 126.000 Twitter-Nachrichten, die tatsächlich abgesetzt worden waren, untersucht. Erstens, ob sie wahr oder falsch sind und zweitens, wie die weiterverbreitet wurden. Es wurden 4,5 Millionen Retweets, so heißt das, wenn man die Twitter-Nachricht weiterleitet, untersucht. Und mit der Untersuchung und sowas geht halt heute. 4,5 Millionen Retweets von 126.000 Tweets, die entweder wahr oder falsch waren, hat man Folgendes gefunden. Ein Kommentator hat es mal schön ausgedrückt: Die Wahrheit zieht sich noch die Schuhe an, wenn die Falschheit schon um die halbe Welt ist. Das kommt einfach raus. Nach dem Motto, falsche Nachrichten verbreiten sich schneller, weiter und tiefer als die Wahrheit. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt kann man sagen, naja, das ist halt, wenn wir Twitter abschaffen, das liegt aber gar nicht an Twitter. Es liegt an uns. Und das ist das Interessante. Denn wir haben die Eigenschaft, dass unwahrscheinliche Nachrichten, dass die interessanter für uns sind als wahrscheinliche. Wenn ich Ihnen erzähle, 2 und 2 ist 4, das ist halt wahrscheinlich. Ja. Stimmt auch. Und falsche Nachrichten, die sind halt oft unwahrscheinlich. Wenn ich Ihnen erzähle, der Papst ist schwanger, huch. Also es stimmt ja nicht, ja, aber es ist doch total interessant.
wenn es denn stimmte. Und wenn Ihnen Ihr bester Freund so eine Nachricht schickt, dann könnte ja schon sein. Drücken Sie sofort auf Weiterleiten an alle, ja, oder so. Und wenn Sie das machen, und das machen eben viele, dann sorgen Sie dafür, dass Falschheit viel schneller sich verbreitet als Wahrheit. Das war früher auch schon so, da nannte man das Gerüchteküche. Nur Twitter und andere soziale Medien auch, ist für dieses Phänomen, wir sind so, wie wir sind, ein Turbo. Es geht einfach noch alles viel schneller. Und deswegen haben wir diese Flut von Falschnachrichten. Das liegt daran, dass wir eben eine Flut von Nachrichten und Weiterleitungen von Nachrichten haben durch Hunderte von Millionen von Leuten. Social Media insgesamt nutzen etwa 5 Milliarden. Das ist der Turbo und dann noch mehrere Stunden am Tag. Das ist der Turbo für Fake News. Dummerweise, das ist gerade jetzt publiziert, es gibt mehrere Studien dazu, ist es so, dass wenn Sie die Falschheit nur oft genug wiederholen, kann man experimentell zeigen, dann glauben Sie die auch. Das wurde bei 10-Jährigen, bei 5-Jährigen, 10-Jährigen und Erwachsenen jeweils gezeigt. Man zeigt denen richtige Nachrichten und falsche und dann hat man die Nachrichten wiederholt und hinterher immer gefragt, ja, was stimmt denn jetzt? Und dann ist eben der Anteil der falschen Nachrichten, die als richtig eingestuft wurden, hat zugenommen. Und der nimmt immer weiter zu, je öfter Sie irgendwas sagen. Wenn Sie also die Falschheit nur heftig genug verbreiten, dann glauben die Leute dran. Und jetzt leiden wir drunter. Und die Leute vor allem selber, denn wenn sie eben an Dinge glauben, die nicht stimmen und sich dann entsprechend verhalten, dann ist es, naja, normalerweise einfach nur dumm, aber im Bereich der Medizin manchmal auch tödlich. Das ist ein Problem. Kinder, darum geht es ja heute vor allem. Die sind, wurde auch schon angesprochen, von Corona am wenigsten betroffen. Ich habe Ihnen ja vorhin auch Daten gezeigt. Vom Lockdown, das hat Herr Minister auch schon gesagt, am meisten betroffen. Ja. Denn sie konnten nicht mit ihren Kameraden spielen, das war das Schlimmste. Sie konnten nicht in die Schule gehen, das ist wirtschaftlich für uns alle am schlimmsten und sie müssen es am Ende bezahlen. Denn wir machen jetzt mehr Schulden, um die Krise zu bekämpfen, gerade in Deutschland und in ganz Europa. Und irgendwann werden Schulden zurückbezahlt, werden nicht nur von Inflation aufgefressen. Und wer muss das bezahlen? Langfristig die Kinder natürlich, unsere Kinder. Das hier sind Daten von der UNESCO. Die Schulschließungen haben insgesamt 1,6 Milliarden junge Leute betroffen. Das ist irre viel. Ja. Das ist eine Untersuchung, die hat ein ziemlich bekannter deutscher Wirtschaftswissenschaftler gemacht, der sich anhand von vorhandenen Daten, es gibt Daten zu, was passiert, wenn wir ein Schuljahr dranhängen, was passiert, wenn die Lehrer streiken und ein paar Monate Schule ausfällt. Und das hat man alles im Längsschnitt untersucht, wenn Krieg ist und so weiter. Und so kommt man drauf, dass 1/3 eines Schuljahrs, so viel ist jetzt auch nicht so gut gegangen, das sind 3-4% geringeres Einkommen aufs Leben umgerechnet. Ja. Erwerbseinkommen insgesamt, Lebenszeit. Ein Schuljahr macht auch 3 IQ-Punkte. Ein IQ-Punkt sind 18.000 € Lebenseinkommen weniger. Bei so 500.000 bei der Frau und 700.000, 800.000 beim Mann Lebenseinkommen im Durchschnitt in Deutschland, kommen Sie etwa auf die gleiche Prozentzahl. Also dazu gibt es Zahlen. Ja. Insofern ist es ein Problem, weiterhin ist ein Problem. Wir wissen jetzt alle, dass natürlich kann man im Lockdown Medien verwenden und kann mit versuchen, weiter zu arbeiten. Aber es klappt halt nicht so gut und macht auch nicht so viel Spaß. Sonst hätten wir jetzt kein Problem gehabt. Aber wir hatten ein Problem. Und das Ganze steht nebenbei nicht mit der Hardware, sondern mit der Software. Und ich kenne eine Firma, die hat 60 Mitarbeiter und programmiert seit 10 Jahren Mathematiksoftware, die adaptiv funktioniert, die Feedback gibt, die genau das kann, was man sich immer geträumt hat, was Mathematiksoftware kann. Und keiner kauft sie. Warum? Weil es dafür keine Mechanik gibt. Die Ministerien sagen, was die Schulen inhaltlich machen, ist deren Bier, die kaufen die Schulbücher. Und die Schulen sagen, ja, wir können doch keine Software kaufen. Also es ist ein Riesenproblem. Und wir sind ja dabei, 5 Milliarden auszugeben, um die Schulen fitter zu machen, was Digitalisierung anbelangt. Von denen sind, obwohl es das schon ein Jahr gibt, das Angebot, ganze 16 Millionen ausgegeben. Weil die Anforderungen so hoch sind, die man bestehen muss, um das zu tun. Und weil man ein Konzept vorlegen muss und so weiter. Das ist alles gut gemeint, trifft es aber nicht.
Es kann nicht darum gehen, dass sich ein paar Lehrer am Wochenende ausdenken, wie man jetzt so Computer einsetzt. Das ist viel zu kompliziert, das Problem. Wenn 60 Mann 10 Jahre nur für Mathematik gerade mal so weit sind, dass sie eine Software haben, die tatsächlich läuft, von Klasse 4 bis 10. Ja. Und die das auch alles kann. Aber die kann man nicht mal eben schnell selber machen oder so. Das ist völliger Unsinn. Ja. Nur der geplante und gezielte Einsatz ist sinnvoll. Wenn das einfach so, wenn Sie einfach nur Smartphones an Schulen ausgeben, geht es schief. Oder irgendwas anderes. Ja. Und die Risiken und Nebenwirkungen, ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel. Man weiß schon lange, wenn Ihr Smartphone klingelt, sind Sie abgelenkt. Das kann man auch messen, sind Sie nicht mehr so konzentriert bei der Arbeit und so weiter. Was man jetzt untersucht hat, besonders schön, 2017, was passiert, wenn Ihr Smartphone auf Ihrem Schreibtisch liegt und nicht klingelt? Wenn es einfach nur da liegt. Wie messen Sie das? Ja, Sie müssen es halt kontrollieren und vergleichen mit etwas anderem. Die andere Bedingung ist, Sie haben Ihr Smartphone im Nebenraum oder Sie haben Ihr Smartphone in der Aktentasche, die steht da unten. Jetzt können Sie entweder Aufgaben machen, die so Denken bemühen, hat man gemacht, oder Sie können einfach einen IQ-Test am Computer machen. Und nochmal, man guckt, wie gut können Leute denken oder wie hoch ist deren IQ, wenn das Smartphone auf dem Tisch liegt, in der Tasche ist oder im Nebenraum. Das sehen Sie hier. Denkvermögen im Nebenraum ziemlich gut, in der Tasche nicht mehr so gut, auf dem Tisch gar nicht gut. Intelligenzquotient, Ravens Matrices, kulturfreier Intelligenztest. Kennen die sich mit Intelligenz auskennen, wissen, was ich meine. Und wenn man diesen Test macht und Sie haben Ihr Smartphone auf dem Tisch liegen, ist das der IQ und wenn Sie es, Entschuldigung, da ist der IQ und wenn es an dem Nebenraum ist es da. Und das sind die Skalen sind hier unten abgeschnitten, das sieht also mehr aus, als es ist. Man kann es aber auch in Prozente umrechnen, man kann es auch in IQ-Punkte umrechnen. Und das kann man wiederum in Schultypen umrechnen. Man kann Folgendes sagen, ich sage das manchmal Arbeitgebern, wenn sie ihren Lehrlingen erlauben, ihr Smartphone auf dem Schreibtisch zu tun und das sind alles Abiturienten, haben sie bloß noch Realschüler. Das sind nämlich etwa 3, 4, 5 IQ-Punkte. Ja. Schon 2014, wenn Sie mit der Hand mitschreiben, bleibt mehr hängen, als wenn Sie mittippen. Ja. Also dazu gibt es eine ganze Menge an Dingen, die ich ja auch schon in insgesamt 4 Büchern zusammengefasst habe. Das möchte ich jetzt gar nicht weiter tun. Wichtig ist mir vielleicht noch dieses. Es heißt immer, naja, also warum denn überhaupt noch irgendwas lernen in der Schule? Man kann doch heute alles googeln. Ich lagere aus. Und wenn ich auslagere, wenn ich mir nichts mehr merke, habe ich Platz für was anderes. Das kann man auch manchmal lesen. Die jungen Leute, die lagern aus. Ja, deswegen wissen die manches nicht. Aber das ist doch klasse, da haben sie Platz für was anderes. Haben Sie sicher alle schon gehört. Sehen Sie, das Ding hier, das hat eine CPU und eine Festplatte. Die CPU rechnet, die Festplatte speichert. Und wenn die Festplatte halb voll ist, passt noch halb so viel rein. Und wenn die zu 90% voll ist, passt noch 10% rein. Das Ding hier hat weder eine CPU noch eine Festplatte, sondern 100 Milliarden Nervenzellen mit 1 Million Milliarden Verbindungen zwischen ihnen. Und immer wenn ich das Ding benutze, wahrnehmen, denken, fühlen, egal was ich damit mache, ändern sich die Verbindungen zwischen den 100 Milliarden Nervenzellen. Und diese 100 Milliarden Nervenzellen, das ist die Verarbeitung. Und die Änderung der Verbindungen zwischen den Nervenzellen, das ist der Speicher. Hier gibt es also keine Trennung zwischen Verarbeitung da, Speicherung da. Die Verarbeitung ist der Speicher. Und je mehr verarbeitet wurde, desto mehr ist auch gespeichert. Und das Verrückte ist, denken Sie an den Spracherwerb, je mehr Sprachen Sie schon können, desto leichter ist es, die nächste zu lernen. Warum? Weil Ihre Sprachzentren richtig auftrainiert sind. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass die nächste Sprache zu lernen ist wirklich leicht, wenn man schon eine kann. Und wenn man schon 5 kann, ist es noch leichter. Es gibt Leute, die können 50 Sprachen, selten, aber es gibt, die lernen die 51. in 6 Wochen. Das gibt's. Oder haben Sie mal jemand gesagt, der sagt, du, ich kann 6 Sprachen, also meine Sprachzentren sind langsam voll? Danke, dass Sie lachen. Offenbar haben Sie das nie gehört. Warum? Ist auch völliger Blödsinn. Aber was lernen wir daraus? Das gilt ja nicht nur für Sprachen, das gilt für alles.
Das Ding ist keine Festplatte, hat auch nicht die Eigenschaften einer Festplatte. Denn dieses Ding hat die paradox klingende Eigenschaft. Je mehr hier schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Ist tatsächlich so. Je mehr Sprachen hier drin sind, desto mehr geht noch. Und das betrifft für alles. Lifelong Learning, wurde ja vorhin schon angesprochen. Und ich werde oft gefragt, wie geht denn das? Die Antwort ist ganz einfach. Dafür haben Sie bis mit etwa 20 gesorgt. Vielleicht noch an der Uni auch noch ein bisschen, 25. Aber wenn dann viel drin ist, dann passt auch noch viel mehr rein. Schlechte Karten haben Sie, wenn mit 25 hier noch nichts drin ist, dann passt auch nicht mehr viel rein. Das ist ganz wichtig, weil Lifelong Learning, das machen wir nicht mit 50 plötzlich und kümmern uns jetzt darum. Nein, wenn Sie Leute haben, die hier schon viel haben, dann werden die auch weiterlernen. Und wenn die ganz breit gebildet sind, dann können die auch ganz breit in alle möglichen Richtungen sich weiterentwickeln und sind deswegen die optimalen Mitarbeiter, weil man denen auch viel Neues zumuten kann. Die sagen, hey, ist ja interessant, her damit. Und die, wo hier wenig drin ist, schlecht. Gehirne machen keine Downloads. Das Ding schon. Das können wir nicht. Wir nutzen die und dadurch ändern sie sich und das nennt man Lernen. Und aus dieser Einsicht folgt eigentlich der ganze Rest. Jetzt kann ich auch aufhören, vielleicht noch ganz kurz. Die andere Krise ist doch schon verrückt. Die Menschen sterben an einem Atemproblem und der Planet schnauft durch. Die Daten haben Sie alle gesehen. Januar oben, April unten. Es sieht wirklich besser aus in der Luft. Das ist ja eine Visualisierung der Stickoxide. Und in Europa genauso. Die Welt nach Corona wird nicht die gleiche sein wie zuvor. Gott sei Dank. Wir wollen nicht dahin zurück, wo wir da waren. Es war ganz schön verrückt, wie es war. Und es könnte jetzt auch ein bisschen gescheiter gehen. Und dann werde ich immer gefragt, wird es denn besser oder schlechter? Sie sind Psychiater, Sie wissen doch Bescheid. Ja, das hängt von uns ab, nicht vom Virus. Das Virus ist so, wie es ist. Und Sie müssen ja nur im Ländervergleich nachgucken. In Amerika geht es den Leuten ganz anders als hier. Und das hat einen Grund. Das System funktioniert halt nicht so gut wie bei uns. Und man sieht jetzt schön, welche Systeme funktionieren. Und Norwegen, Neuseeland, Deutschland, Luxemburg sowieso. Und welche funktionieren nicht. Die am Moment am schlimmsten dran sind, USA, Indien, Brasilien, gehören sicher dazu, wenn es irgendwo fließend Wasser gibt. Für die meisten Leute, wie wollen sie da Pandemie bekämpfen? Das Virus ist das eine, was wir daraus machen, ist das andere. Und die Krise bringt das Beste und das Schlechteste aus den Menschen raus. Es liegt halt dran, was da schon drin ist. Und durch Bildung kommt das alles rein. Deswegen, es liegt tatsächlich an uns. Und Bildung klappt, das ist einfach so, am besten durch direkten Austausch von Menschen mit anderen Menschen. Wenn da was dazwischen ist, Medium, das Dazwischenliegende, dann ist halt was dazwischen und es klappt nicht so gut. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören.